Hallo miteinander, herzlich willkommen. Ich bin wieder zurück von meinen Ferien. Ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen vermisst. Und wenn nicht, ist nicht so schlimm. Ich weiss, die letzte Woche war ganz toll, wo ich ersetzt worden bin durch zwei wunderhübsche Ladies, die mit euch ein bisschen Klemmbausteine gespielt haben. Aber was ist das? Es ist Dienstag und ich bin online. Ja, lustig, weil wir haben heute die allererste Aufnahme von unserem Podcast über Pen and Paper Rollenspiel. Eines von meinen ganz grossen Hobbys, das ich wirklich endlos liebe. Und ich habe euch das schon ein paar Mal angekündigt, dass das kommen wird. Begleitet auch von unserer neuen Warengruppe auf brack.ch. Die einen, die sind schon schauen, haben das sicher gesehen. Ich finde jetzt unter den Spielwaren Pen and Paper und Tabletop zusammen. Und dort hat es schon ganz viele neue Artikel, vielleicht auch ein paar alte, bekannte Artikel darunter, je nachdem, ob ihr euch mit dem schon auseinandergesetzt habt. Und es hat sehr gut geklappt. Und jetzt bin ich zurück aus meinen Ferien. Ich habe mir Gedanken gemacht über den Einstieg, wie wir eigentlich Pen and Paper starten. Und ich habe gedacht, wir machen das Ganze mit einem Podcast. Wir schauen mal an, was ist überhaupt das Pen and Paper. Obwohl das heutzutage so ein Megatrend ist, hat es nach wie vor viele Leute, die noch nie eins gespielt haben, keine Ahnung haben, was es ist. Vielleicht müsst ihr auch irgendwie den Eltern erklären oder den Freunden, was ist das eigentlich, was ihr spielt. Das ist bei mir auch häufig der Fall. Und dann hat es immer so viele Fragezeichen, was machst du eigentlich? Und ich versuche ein bisschen Licht in das Ganze hineinzubringen. Und dann werden wir mal sehen, ob ihr echt auch so viel Bock haben, nachher mit mir zusammen durchzustarten. Wie sieht das Ganze aus? Wir werden nachher einen Podcast starten. Das heisst, ich werde während dem Podcast nicht auf einen Chat eingehen. Das tut mir insofern leid. Hoi Steffi, salut, willkommen. Schön bist du da und du hast geschwind kontrollieren, ob alles funktioniert, hoffe ich. Wie gesagt, ich werde nachher nicht auf eure Kommentare eingehen, während der Podcast aufgenommen wird. Von der Länge her mache ich mal noch keine Versprechungen. Wir schauen, wie gut dass ich durchkomme, wie viel dass ich zwischendrin noch irgendetwas erzähle. Aber es wird euch sicher helfen, ein Grundverständnis dafür zu bekommen, was ist das Ganze, warum fasziniert es mich so und warum soll es euch vielleicht auch so faszinieren. Und ich glaube, damit wäre jetzt für einen Moment gerade alles gesagt. Ich starte jetzt gerade die Aufnahme. Und ihr könnt trotzdem natürlich in die Kommentare schreiben. Wir werden nachher noch eine kleine Session haben nach dem Podcast, wo wir auf eure Kommentare und Fragen eingehen können. Das ist kein Problem. Wir bekommen auch einen Ausblick über, was passiert überhaupt nachher noch. Weil es gibt nicht nur einen Podcast, es wird auch Streams geben. So, okay, gut geschnurrt, genug der Einleitung. Ich würde sagen, wir starten in ein paar wenigen Augenblicken. Ich werde die Musik komplett wegnehmen, weil das stört nachher noch eine Podcast-Aufnahme, Copyright etc. sowieso. Insofern, ich wünsche euch gute Unterhaltung. Und wir starten mal mit dem Podcast. Herzlich willkommen, liebe Leute. Willkommen zum allerersten Podcast über Pen and Paper Rollenspiele hier bei brack.ch. Ich hoffe, ihr habt euch ganz fest darauf gefreut und schon lange Zeit diesen Termin in eurem Kalender angekreuzelt. Weil ich habe mich sehr lange darauf gefreut, endlich einmal über mein absolutes Lieblingsthema mit euch zu reden. Und vielleicht auch ein paar Fragen zu beantworten, weil obwohl Pen and Paper so ein grosser Megatrend ist momentan, gibt es immer noch sehr viele Leute, die sich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben. Und ich verspreche euch etwas. Egal welche Vorurteile das ihr habt, wir versuchen die aus dem Weg zu räumen. Und ihr werdet nachher sicher das Gefühl haben, ich glaube, ich probiere es mal aus. Weil es kann schon ein paar Leute jetzt überzeugen in der Zwischenzeit, dass sie entweder Mitglied werden von meiner Gruppe oder vielleicht sogar selber starten wollen. Ich begleite euch heute durch den ersten Podcast und wir gehen der Frage auf den Grund, was ist eigentlich ein Pen and Paper Rollenspiel?
Dazu haben wir ein paar Punkte, die ich gerne möchte mit euch ansprechen möchte. Sicher mal müssen wir definieren, was ist das eigentlich? Wir erfahren ein paar Eckdaten zu der Geschichte von Pen and Paper, wo das eigentlich überhaupt herkommt. Dann muss man fast auf Dungeons and Dragons eingehen als Vorbild, aber auch um ein paar Vorurteile vielleicht anzusprechen. Ich gebe euch einen kleinen Vorgeschmack. Es sind 2 Einleitungen, wo ihr euch darauf freuen könnt, wo ihr werdet Informationen bzw. Bilder in euren Kopf projiziert bekommen und hoffentlich ein bisschen eure Fantasie anregen. Und der eine oder andere vielleicht sogar sagt, oder die eine und die andere, hey, das kenne ich, das kommt mir bekannt vor und ich habe mir schon lange gewünscht, dass ich es anders hätte machen können. Dann, was brauche ich überhaupt zum Spielen? Ist immer so ein bisschen der Gedanke, ja, ich brauche etliche Bücher und ich brauche ganz viel Vorbereitung und diese und jene Software und was weiß ich und Musik und Playlists und so. Man kann auch ganz klein anfangen. Dann, wie lange spielt man eigentlich an so einem Pen-and-Paper-Rollenspiel? Wie lange geht eine Session? Wie lange geht das Abenteuer, eine Kampagne? Schauen wir sicher mal an. Und welche Rolle gibt es bei einem Pen-and-Paper-Rollenspiel? Und was genau verkörpert die? Was genau steckt dort dahinter? Was sicher alle wissen wollen, wie spielt sich überhaupt ein Pen-and-Paper-Rollenspiel? Und im Zuge dessen, was bedeutet Rollenspiel? Ganz eine wichtige Frage, werden wir darauf noch eingehen. Und dann zum Abschluss sicher noch die Zukunft, einerseits von dem Podcast und was ihr auch künftig dürft in den Streams erwarten von meiner Wenigkeit. Kommen wir zu der Definition von Pen and Paper. Natürlich ist es einfach, das Ganze ein bisschen aufzubröseln und einfach gerade zu übersetzen, indem man sagt, ja, es ist Stift und Papier, kommt ja aus dem Englischen. Und es ist nicht ganz so daneben, weil grundsätzlich, und darauf basieren auch viele von diesen freien Rollenspielen, heutzutage braucht man nur ein Papier und einen Stift. Und eigentlich noch ein Spielsystem. Was ist es genau? Es ist ein Gesellschaftsspiel mit Improvisationstheateraspekten. Jetzt haben vielleicht viele ein bisschen Sorgen darum, ja, muss ich jetzt da den Hampelmann machen? Muss ich gross können improvisieren, Stimmen nachahmen und so weiter? Nein, absolut überhaupt nicht. Und auf diesen Punkt gehen wir dann sicher noch beim Thema, was bedeutet Rollenspiel, darauf ein. Pen and Paper wird aber auch ergänzt durch Regelwerk, Quellenbücher und Abenteuer. Es ist eine Form von Erzählung, das Anregen von Fantasie der Mitspieler und indem man das auch visualisieren kann auf Spielfelder mit Miniaturen oder halt eben ohne. Oftmals wird so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel begleitet durch ein Zufallselement, wo dann eigentlich das Ergebnis von einer Handlung bestimmen, und zwar durch einen Zufall. Aber nicht nur, sondern auch anhand von eurem Charakter. Genauso gut wie ihr im echten Leben wahrscheinlich sehr kreativ sind, aber vielleicht schlecht im Lösen von logischen Rätseln sind. Dementsprechend wird es euch einfacher fallen, irgendeinen Brief zu fälschen und nachzuahmen und vielleicht noch ein paar Bilder dazu zu zeichnen. Aber es ist schwieriger für euch, wenn ihr an ein Rätsel angeratet, das mit Zahlen und Logik zu tun hat, um das zu lösen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen eine Ahnung, was Pen-and-Paper-Rollenspiel ist. Einfach eben das Gesellschaftsspiel, ein bisschen Improvisation, das Anregen von Fantasie und das Zusammenhocken und das Erleben von einzigartigen, wunderschönen Abenteuern mit euren besten Leuten und Freunden. Oder solchen, die es noch werden können währenddessen. Aber gehen wir doch ein bisschen auf die Geschichte ein, weil Pen and Paper bzw. Pen and Paper Rollenspiele haben schon ganz früh Fuß gefasst. Und zwar eigentlich eher bei einem strategischen Miniaturenspiel. Und da können wir ganz, ganz weit zurückgehen, bis ins 6. Jahrhundert in Indien, wo Chaturanga, ich weiss nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, für alle indischen Personen, die zuschauen, dürfen mich gerne korrigieren, dann irgendwann einmal in den Kommentaren.
Es ist jedenfalls so ein bisschen die Urform von einem Schach. Zwei Spieler haben sich bekriegt mit 8 verschiedenen Figuren. Und jede hat eine andere Funktion gehabt, ähnlich wie in einem Schach heutzutage. Erst viel später, im 17. Jahrhundert, hat das Kriegsschach nach Europa geschafft. Das ist vor allem in Militärkreisen, in Offiziersrängen ist das gespielt worden, indem man einfach Krieg simuliert hat. Versucht hat, mit strategisch-taktischen Zügen der andere, sein Gegenüber, auszunocken. Es hat dann nochmal ein paar Jahrhunderte gebraucht, bis eigentlich das erste Mal richtig Pen and Paper, das, was man heute darunter verstehen, mit dem Rollenspielaspekt gegangen ist. Und zwar hat 1971 der Gary Gygax, und da werden sicher die einen oder anderen den Namen schon mal gehört haben, weil das ist das Urgestein, wenn man von Pen and Paper Rollenspiel redet, ist er so ein bisschen der Vater von dem Spielsystem. Er hat 1971 ein Regelwerk geschrieben gehabt, beziehungsweise ein System, das hat sich Chainmail, also Kettenhemd auf Deutsch genannt. Es ist dort mehr um Tabletop-Miniaturenkämpfe gegangen, also so ein Wargame, wie es heutzutage gibt. Ich nenne jetzt mal das bekannteste, Warhammer 40k. Das werden sicher ein paar kennen, die dazu hören. Und er hat dort an dem Ort, wo er gelebt hat, am Lake Geneva, nicht in der Schweiz, sondern in Amerika, wo es einen gleichnamigen Ort gibt, hat er den Dave Arneson getroffen. Und die beiden haben sich sehr gut verstanden, weil sie gleiche Vorstellungen hatten, wie so ein Miniaturenkampfspiel könnte aussehen. Sie haben sich dann zusammengesetzt und haben überlegt, ja, so ein Tabletop-Miniaturenkampfspiel ist ja ganz cool, aber was, wenn wir uns nur auf die Belagerung von einer Burg konzentrieren? Okay, das ist schon mal gut gegangen. Und dann hat man sich gewundert, ja, aber was, wenn wir das Ganze nur in der Burg innen würden abspielen lassen? So eine Art wie eine Burgsimulation. Dann ist schon ein bisschen mehr in den kleinen Rahmen hineingegangen. Oder wie haben sich die einzelnen Gruppen innerhalb von der Burg nachher verhalten? Und dann ist man noch näher ins Detail gegangen. Dann haben wir gesagt, ja, ich will vielleicht die eine Wache spielen, die dafür zuständig ist, wer durchs Tor reinkommt und wer nicht. Und ich sehe schon, wo das hingeht. Das ist immer weiter weggegangen von diesen Miniaturenkämpfen, von diesen Wargames und immer mehr auf ein Charakterentwicklungsspiel. Und daraus ist nachher 1974 dann auch Dungeons and Dragons entstanden, vor allem durch Gary Gygax und Dave Arneson. Und dort hat der ganze Trend richtig angefangen gehabt. Und wenn ihr euch fragt, woher kommt die ganze Inspiration für was heute so ein riesen Top-Thema ist, er hat sich wie viele andere zuvor an Herr der Ringe und Conan der Barbar orientiert. Also einerseits so ein bisschen die gewalttätige, unnachgiebig fremde mythologische Welt von Conan der Barbar und die wundersame, unbekannte Weite von Herr der Ringe mit seinen charismatischen Charakteren. Es hat dann ein rechtes Weile gedauert, bis endlich mal nach Deutschland das erste Rollenspiel gekommen ist. Das ist aber nicht Dungeons and Dragons damals, sondern Midgard. 1981 ist das erste deutschsprachige Rollenspiel Midgard rausgekommen. Das gibt es auch heutzutage noch. Und zwar mit etlichen Büchern. Wird immer noch weiter dran geschrieben. Und das fasst sogar noch weiter zurück Fuß. Nämlich 1966 ist an einer Convention in Wien aus einer Gruppe heraus ein Simulationsspiel mit Königreich und Herrscher entstanden. Das hat sich Magira genannt. Und 1978 hat man den Einfluss von Amerika, wo eben durch Dungeons and Dragons gekommen ist, wo man dann auch natürlich toll gefunden hat, dann adaptieren, hat man nachher auf Magira angewendet. Und das Ganze umgewandelt, damit es eher an so einem Pen-and-Paper-Rollenspiel
in seiner Frühfassung zumindest entsprochen hat. Und 3 Jahre später hat man das Ganze umgewandelt, auch durch Lizenzrecht natürlich, hat es dort ein paar Kämpfe gegeben, hat man das umgewandelt in Midgard. Kurz darauf, aber 2 Jahre später, um genau zu sein, hat es 1983 die erste Version gegeben von Dungeons and Dragons in Deutschland. Und Dungeons and Dragons, da sind sicher viele damit schon mal in Berührung gekommen. Und die es nicht sind, die werden das hoffentlich nach dieser Podcast-Serie von mir spätestens dann sein. Aber vielleicht hat es ein paar unter euch, die sagen, ich habe noch etwas anderes angefangen. Ich habe mit das schwarze Auge angefangen. Und da bin ich ganz bei euch, weil ich habe auch damals als Spieler mit das schwarze Auge angefangen. Und das ist ein Jahr später, um 1984 rausgekommen und ist in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz, immer noch das meistgespielte Rollenspiel. Fast zusammen mit Dungeons and Dragons. Und seither hat sich das Ganze extrem weiterentwickelt. Es sind neue Editionen rausgekommen, es sind dann noch auf Drängen von Gary Gygax hin noch weitere Versionen von Dungeons and Dragons entwickelt worden, beziehungsweise er hat es entwickelt, Advanced Dungeons and Dragons, was so ein bisschen kompliziertere, mehr realistischere Version hätte sollen sein. Man munkelt dort dann auch, dass es ein bisschen Kampf gegeben hat zwischen dem Dave Arneson, der auch hat wollen sagen, dass das eigentlich seine Idee war. Das ist ein bisschen hin und her gegangen. Gehen wir aber nicht weiter jetzt gerade darauf ein. Jedenfalls hat es ganz viele Versionen gegeben von diesen Pen-and-Paper-Rollenspielen. Aber im Zuge dessen ist Dungeons and Dragons auch sehr oft verurteilt worden. Und damit ist es auch nicht alleine gewesen. Es sind generell die Rollenspiele verurteilt worden. In den frühen Jahren, vor allem, wo der ganze Trend aufgekommen ist, hat wie öfters einmal Kille natürlich auch gesagt, das Ganze sei Ketzerei, Teufelsbeschwörung, wir wollen sich von der Welt Gottes abwenden und flüchten in so satanische Rituale. Wie es vielleicht am Anfang auch geheißen hat bei der ganzen Rockmusik, wo natürlich gewisse Songtexte auch ein bisschen fragwürdig sind in dieser Beziehung. Heutzutage ist das natürlich nicht mehr so ein Problem. Da ist man viel freier. Aber damals ist das schon aufgrund von der Thematik, wo es viele von diesen Parallelwelten gegeben hat, aber auch Himmel und Hölle und die Zwischenwelten, die wir dann auch später mal noch anschauen werden, wo eben viel mit diesen dunklen Wesen und Dämonen auch zu tun hat, mit diesen Monstern, die man besiegen oder vielleicht sogar anrufen in gewissen Szenarien, hat das der Kirche natürlich eine gute Grundlage gegeben, um das zu verurteilen. Und wie ich schon gesagt habe, 1974 Dungeons and Dragons rausgekommen, 1982 schon, ist ein Film rausgekommen, der sich alleine dem Pen-and-Paper-Rollenspiel gewidmet hat. Und ich denke, die eine oder andere hat es vielleicht schon gehört, aber vielleicht nie gewusst, wer dort wirklich mitgespielt hat. Es war nämlich in der Hauptrolle der Tom Hanks damals. Der Tom Hanks, es war eine von seinen ersten Hauptrollen gewesen. Und der Film hat Labyrinth der Monster oder Maze of Monsters geheissen. Und dort hat man vor allem thematisiert die Realitätsflucht, der Realitätsverlust vor allem, während man das Spiel spielt, wo man sich eigentlich hat loslösen von den Problemen der wirklichen Welt und eben flüchten in die Fantasiewelt, wo man jemand hat können sein, an einem Ort, wo man hätte wollen sein, wie man sich es vielleicht optimalerweise erträumt hat. Und aus diesen vielen Vorurteilen heraus hat sich zuerst mal ein Pen-and-Paper-Rollenspiel den Weg behaupten, den Weg bereiten, rauskämpfen. Und das hat lange Zeit gedauert. Es ist nämlich oftmals eben verurteilt worden, wie gesagt. Und das hat die Vorurteile auf lange Zeit rausgeschaffen. Heutzutage aber gibt es Tausende von diesen Pen-and-Paper-Rollenspielen. Und mit Tausende meine ich wirklich Tausende. Sind natürlich lange nicht alle so bekannt wie das Schwarze Auge, Midgard, Call of Cthulhu, Splittermond, Shadowrun oder Starfinder. Aber
es hat in der Zwischenzeit viele von diesen kleinen unabhängigen Schreiberlingen gegeben, die gesagt haben, ich will mein eigenes System erschaffen, meine eigene Welt, meine eigene Logik. Und ich finde, das ist etwas ganz Schönes, weil sonst hätten wir heutzutage wahrscheinlich auch nicht den Trend, der sich durchsetzt. Die Trendbewegung hat in der Zwischenzeit überproportional mehr Spielerzahlen generiert natürlich. Nicht zuletzt auch, durch dass es mehrmals vorgekommen ist in Serien wie Stranger Things, Big Bang Theory oder vorher auch Futurama, wo es auch ein paar Episoden gegeben hat, wo das Ganze schon vorgekommen ist. Und heute, im Jahr 2022, ist es eigentlich schon fast nicht mehr wegzudenken. In dieser Zeit, wo auch Nerd oder das Nerdtum eigentlich schon cool ist und der Begriff gar nicht mehr wirklich aussagekräftig ist. Weil früher ist man ja als Nerd negativ eigentlich betitelt worden. Und heutzutage ist es eher eigentlich der Geek. Oder du hast dich mit etwas voll auseinandergesetzt und kannst dich voll und ganz dessen widmen und auch Auskunft darüber geben. Und Dungeons & Dragons hat eben ganz viel von diesen Geeks geschaffen. Und es ist darum auch ein gutes Vorbild, wenn wir zurückschauen, 2020, im Jahr 2020, hat es mehr als 50 Millionen Spieler und Spielerinnen gegeben. Und was das Tolle daran ist, und da wollte ich jetzt noch ein paar mehr Vorurteile aus dem Weg räumen, es sind lediglich 60% männlich. Der Rest ist weiblich oder halt hat eine andere Geschlechtsbeurteilung. Und was ebenfalls was ich ganz toll finde, ist, dass die Verteilung der Spieler und Spielerinnen aufs Alter fast schon gleichmäßig ist. Das heisst, es hat sowohl fast gleich viele 12-Jährige, 14-Jährige wie 25-Jährige, 35-Jährige und 40-Plus-Jährige, die das Spiel spielen. Und das sollte euch vor allem etwas sagen. Das sollte heissen, es ist völlig egal, wie alt ihr seid. Ihr könnt euch immer für das Spiel interessieren und es lohnt sich jederzeit eigentlich auch einzusteigen. Sei es jetzt Dungeons & Dragons oder ein anderes Pen-and-Paper-Rollenspiel. Mittlerweile hat es sogar Forschungen gegeben, vor allem im amerikanischen Bereich, wo man Kinder hat bewusst Dungeons & Dragons spielen lassen. Man hat dabei herausgefunden, dass es vor allem die soziale Interaktion fördert. Also der Austausch unter Gleichgesinnten, vielleicht zum Teil auch älteren oder jüngeren Personen. Oder Kinder in diesem Fall. Und das hat dann auch zur Sprachentwicklung geführt. Das hat zu einem logischen Denken, wie löse ich ein Problem, geführt. Das hat auch dazu geführt, dass man Fantasie angeregt hat, kreativer geworden ist. Es soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ihr euch ein Kind ums Verrecken müsst Dungeons & Dragons beibringen. Auch wenn ich das würde begrüßen. Aber es zeigt eine gewisse Richtung weg von diesen Vorurteilen von früher, die es eben hat. Und dass man nicht so abschätzig muss eigentlich auf die Spiele schauen, wie man das lange Zeit gemacht hat. Und heutzutage ist es eben ein Megatrend geworden, auch nicht zuletzt durch, ich sage jetzt da mal, Critical Role, wo viele kennen, die Synchronsprecher aus Amerika, die sich zusammengetan haben und Jahr für Jahr ein neues Abenteuer spielen. Und ich lege euch ans Herzen, startet einmal. Und wie man startet, für das gebe ich euch jetzt einmal einen kleinen Vorgeschmack, quasi eine kleine Einleitung. Wie könnte der erste Teil sein von so einem Abenteuer, wenn es jetzt nur auf euch zugeschnitten wäre oder beziehungsweise nur um eure Person geht? Es ist früh am Morgen und von draussen dringt eine Frühlingsmelodie aus vielfarbigem Vogelgezwitscher durchs offene Fenster in dein Heim. Du bist bereits wach und hast deinen Körper und deinen Geist mit einem herzhaften Frühstück gestärkt. Frohen Mutes bewegst du dich durch deine runde grüne Eingangstüre voraus, um den neuen Tag zu begrüßen.
Über eine flache Stege aus hellem Stein, vorbei an deinem wohlgehegten Blumengärtli, wobei du geniessest eher, dann hegt tut's dein Gärtner für dich. Bewegst du dich zu deiner Lieblingsbank vor dem Gartentürli und blickst ab ins Tal, während du dir wie jeden Tag deine Pfeife mit süßherbem Tabak stopfst und anzündest. Die ersten Sonnenstrahlen tauchen die sanften Hügel unter dir in warmes Gold. Ein schwimmender Teppich aus Wiesen schwingt sich lustvoll von der schmalen Straße, wo sich das Tal windet, über die Hügel bis zum Horizont. Eine laue Brise streicht dir sanft übers Gesicht und weiter unten sind schon bereits die ersten Leute bei der Arbeit, kümmern sich ums Gemüse in ihrem Garten, treiben die Vieh vor sich her oder unterhalten sich munter. Zu deiner Rechten verändert sich das Bild zunehmend und aus den grünen Hügeln tritt plötzlich ein grauer Berg hervor, wo immer grösser zu werden scheint. Du bist nicht minder besorgt, wo sich der Berg als der spitze graue Hut von einem in grau gewandelten und grossgewachsenen Mann herausstellt. Er bleibt vor deinem Gartentürli stehen und ist sicher 3-mal so gross wie du. Die rechte Hand hebt einen knorrigen alten Stab mit einem Kristall am Oberende, der von Wurzeln umschlungen ist. Und aus seinem langen und dichten grauen Bart erkennst du keinerlei Mimik. Aber seine eisblauen Augen, umfasst von unzähligen Kreienfüßen, schauen dich erwartungsvoll an. Und irgendwie wirst du den Gedanken nicht los, dass ihr euch schon mal irgendwo begegnet sind. Was machst du? Das ist die Frage. Und ich hoffe jetzt, ich habe keinen schlechten Job drin gemacht, ein gewisses Bild zu vermitteln. Nämlich das Bild vom Anfang von «The Hobbit». Von dieser Trilogie, beziehungsweise eigentlich ist es ja eine ursprüngliche Trilogie gewesen, aber die Filme sind nachher eine Trilogie geworden. Und ich konnte das Bild vermitteln in eure Köpfe. Wenn ihr dort hockt, auf dem Bänkli und der Gandalf kommt zu dem Gartentürli. Und dann am Schluss, was machst du? Das ist eigentlich jetzt genau die Szene, wie so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel könnte anfangen. Der Spielleiter gibt eine Einführung, so eine Art wie ein Prolog. Und alles, was nachher passiert, das bestimmt nämlich er oder die anderen als Spieler. Darum, was machst du? Was hättest du gemacht? Hättest du ihn auch abgewiesen, wie im Film «Der Hobbit» damals? Oder hättest du vielleicht mit einem Würfelwurf, um jetzt das mal noch mit reinzubringen, dich können erinnern, dass du ihn schon mal gesehen hast und dass es eben der Gandalf ist? Oder vielleicht wärst du nicht der Bilbo gewesen, sondern jemand ganz anderes, der von Anfang an gesagt hat, hey, toll, gehen wir in den grünen Drachen, trinken eins und dann erzählst du mir von deinen Abenteuern. Und dann hättest du gerade schon erfahren, er braucht dich und will auf ein Abenteuer mit dir. Wärst du dann aber mitgegangen? Hättest du dich auch so von dieser Karte mit dem einsamen Berg, mit dem Drachen, Smaug in der Mitte, einschüchtern lassen? Oder wärst du fasziniert gewesen? Und jede Entscheidung, die nachher getroffen worden ist, ob du mitgehst oder nicht, ob dich den Zwergen anschliessest oder nicht, ob du dort bei den Troll hast versuchen, die Ross zu befreien oder nicht, das ist alles von dir abhängig. Und das macht eben den Reiz aus von so einem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ich gebe euch noch einen weiteren kleinen Vorgeschmack, wiederum eine Einleitung, das mal in einem anderen Setting, kein Fantasy-Setting, weil es muss nicht immer Fantasy sein, auch wenn ich dort selber auch daheim bin, aber ich hoffe, die einen oder anderen erkennen die Einleitung. Eiskalter Wind bläst dir entgegen, begleitet von Schneeflocken, die dir fast waagerecht entgegenströmen und das schmale Visier von deinem Helm bedecken. Du bist umgeben von einer schier endlosen Eiswelt, die am Horizont mit dem Schneegestöber und der grauen Wolken verschmilzt. Ein Auftrag hat dich als Kopfgeldjäger auf den Planet Padagon im äußeren Rand verschlagen, um dein Ziel zu verfolgen. Ein krimineller Mithril, eine blauhäutige humanoide Kreatur mit amphibischen Zügen. Du nimmst das kleine Peilgerät aus deiner Gürtelhalterung und hebst ihn in Richtung von einer kleinen Siedlung vor dir, die gerade mal aus ein paar Häusern besteht. Die zunehmende Kadenz vom Piepsen vom Peilgerät zu urteilen,
befindet sich dein Ziel in einem der grösseren Häuser geradeaus, wo auch das einzige Ziel scheint, wo Licht drin brennt. Also dich in dem Gebäude näher ist, vernimmst du eine Auseinandersetzung von drinnen. Dein Peilgerät blinkt vorfreudig. Also durch die runde Schleuse den Innenraum betrittst, stehst du in einem einfachen Gasthaus. Ein paar Bewohner haben sich vereinzelt an einem Tisch in das Mahl oder etwas zu trinken gegönnt, aber alle Augen sind jetzt auf dich gerichtet. Also deinen Blick schweifen lässt, bemerkst du einen Tisch, wo der blaue Mithril sitzt, während ein Quarren mit seinem Tentakelbart und ein grossgewachsener Mensch mit einem Dolch in der Hand neben ihm steht. Der Mensch blickt dich an und sagt mit einem bedrohlichen Ton: «Du hast meinen Trink verschüttet.» Was machst du? Auch das ist wieder eine Einleitung, und zwar das mal aus The Mandalorian. Und es sind vor allem Filme, es sind Serien, es sind Bücher, wo viel guten Stoff geben für eine Einleitung, aber nicht unbedingt für ein ganzes Abenteuer, eine Kampagne, eine Geschichte. Vielleicht hättet ihr euch eben an diesem Punkt anders verhalten. Und das ist, wie gesagt, der ganz grosse Reiz. Und ich hoffe, ich habe es jetzt nochmal geschafft, vielleicht in den einen oder anderen Köpfen das Bild zu vermitteln vom Mando, wenn er dort auf dem Eisplanet, auf dieser Eisfläche steht und richtig von dem Gasthaus stapft. Zu dem blauen Fischmensch, sage ich jetzt einmal. Jetzt sagt er, ja, klingt ja ganz cool, aber was brauche ich eigentlich, damit ich anfangen kann? Brauche ich wirklich nur einen Stift und Papier? Das ist sicher das Minimum. Aber für zum Anfangen hilft es sicher auch, wenn ihr euch einerseits mal für ein Spielsystem entscheidet. Und ich würde euch jetzt schon mal raten, dass ihr vielleicht mit Dungeons & Dragons liebäugelt, weil das werden wir später auch in den künftigen Podcasts und Streams näher anschauen. Wir werden sicher auch noch andere Systeme unter die Lupe nehmen, aber vorwiegend das. Und dort gibt es Einsteigerset. Einsteigerset beinhaltet vor allem Grundregeln, Charakterblätter, wo ihr eigentlich die Attribute, also eben sind ihr gut im Lösen von logischen Rätseln, sind ihr kreativ oder sind ihr sehr muskulös und könnt problemlos irgendwie einen 50-Kilo-Stein haben, wo ihr dort das alles draufschreibt. Und dann, was ganz wichtig ist auch, sind Würfel. Und jedes Spielsystem braucht eine andere Anzahl von Würfeln. Vielleicht auch nur ein spezifischer Würfel. Weil grundsätzlich kann man von einem 4er-Würfel bis zu einem 20er-Würfel jetzt bei Dungeons & Dragons alles brauchen. Aber andere Spielsysteme, zum Beispiel wie Shadowrun, brauchen nur 6-seitige Würfel. Da müsst ihr euch also vorher informieren oder habt vielleicht schon Würfel daheim, welche das ihr genau braucht für das. Braucht ihr aber ein Regelwerk, also der grosse, dicke Band, wo wirklich schon fast einschüchtert und wo ihr ewig vielleicht werdet im Regal stehen haben? Nein, nicht wirklich. Ihr braucht kein Regelwerk zum Anfang. Es langt das Einsteigerset oder ihr, wenn ihr natürlich sehr kreativ sind selber, könnt ihr auch selber eine Welt erschaffen und zum Beispiel das Basisregelwerk bei Wizards of the Coast, bei Dungeons & Dragons, gratis abladen. Dann habt ihr nur ein Regelwerk, Charakterblätter könnt ihr auch gratis ausdrucken. Und was euch dann noch fehlt, ist ein Abenteuer. Es gibt dort dann auch weitere Möglichkeiten, natürlich an gratis Abenteuer anzukommen, wo wir zu einem späteren Zeitpunkt dann noch werden anschauen und auch selber eins machen. Dann gibt es immer bei diesen Spielsystemen so Quellenbände. Was sind denn Quellenbände? Quellenbände sind die grossen Bücher, die die Welt um euch herum erschaffen oder zum Leben erwecken. Dort drinnen steht, wie viele Personen wohnen in dieser und jener Stadt. Was hat die für ein politisches System, ein Regierungssystem? Wer ist an der Macht? Was kann man dort überhaupt handeln? Welche Währung gibt es dort? Welche Götter sind dort in dieser Stadt vertreten oder werden angebetet oder eben nicht?
was für ein Universum existiert um uns. Gibt es Magie oder nicht? Das alles kann man selber bestimmen natürlich, aber in vorgegebenen Welten hilft es eben, die Quellenbände zu haben, damit ihr nicht ganz so viel Vorbereitungszeit habt, entscheidet ihr euch dann, einen Spielleiter zu sein. Und auf das kommen wir sicher später noch dazu. Da gibt es auch Abenteuer. Je nach Spielsystem gibt es entweder die ganz grossen, wo wirklich dicke Schinken sind zum Lesen. Das sind schon fast Kampagnen. Die gehen über mehrere Tage, also im echten Leben Tage hinweg, wo man muss spielen, damit man das schafft. Es gibt aber auch kleine Heftchen, sage ich mal, wo dann eben so kleinere Abenteuer sind, auch kleinere Gruppen ausgerichtet, wo man vielleicht an einem Tag spielen kann. Die hat es in der Regel auch in diesen Einsteigersätzen drin. Was braucht ihr sonst noch? Jetzt habe ich gesagt, Stift, Papier, Würfel wäre nicht schlecht. Ich kann natürlich auch auf dem Handy würfeln. Ich kann mal bei Google einfach D wie Dora 20 eingeben und dann könnt ihr würfeln über Google. Das geht auch. Macht vielleicht nicht gleich viel Spass, wie wenn ihr sie wirklich würfeln könnt, aber es ist eine Möglichkeit. Und dann noch ein Einsteigerset wäre vorteilhaft. Und dann sind ihr vielleicht bei 30 Franken, die ihr ausgegeben habt. Und ich sage euch, mit diesen 30 Franken habt ihr wahrscheinlich viel mehr Stunden Spass als mit irgendwelchen Videospielen oder mit irgendwelchen Gesellschaftsspielen, die ich natürlich auch toll finde. Aber ich sage nur, es ist einfach eine Vorbereitung, die sich wirklich lohnt, wo ihr euch dafür interessieren und vielleicht einmal eins aufschnappen von diesen Einsteigerset. Aber jetzt fehlt doch noch etwas. Wir brauchen nämlich noch Freunde, Freundinnen, Kollegen, Bekannte, Familie, was auch immer nebenzusuchen. Und optimalerweise sind das 3 bis 5 andere. Ich kann natürlich auch das zweite spielen. Der eine ist der Spielleiter, der andere ist der Spieler oder die Spielerin. Aber es macht schon mehr Spass und es ist einfacher, wenn ihr so 4 bis 6 Leute sind. Das heisst, ein Spielleiter, Spielleiterin und dann 3 bis 5 Spieler und Spielerinnen. Und das sind eigentlich stark klar. Und wenn man heute denkt, die ganzen sozialen Medien, wie viele Freunde und Kollegen ihr dort auf der Liste habt, ich nehme mich da nicht raus. Ich habe auch ganz viele Leute dort, die ich kaum noch kennen. Schaut dort mal durch, nehmt euch die Besten raus und dann startet doch das Abenteuer miteinander. Wenn jetzt die fragen, ja, okay, aber wie lange geht denn das? Das kommt ein bisschen aufs Abenteuer drauf an. Es gibt sogenannte One-Shots, die sind spezifisch darauf ausgelegt, dass man sie in einer Spielsession, also sage jetzt mal 3 bis 4 Stunden, durchspielt. Das ist aber so ein bisschen die Ausnahme, die sind auch relativ einfach gehalten. Und dort braucht es eine gewisse Vorbereitung dann auch vom Spielleiter natürlich, dass das relativ speditiv durchgeht. Aber die tollen Sachen sind Abenteuer und vor allem Kampagnen. Und ich würde euch anraten, dass ihr dort so 3 bis 4 Stunden spielt, vielleicht einmal im Monat, einmal alle 2 Wochen. Wenn ihr es schafft, jede Woche, obwohl mit so einer grossen Gruppe von, ich sage jetzt Mitspielleiter, 4 bis 6 Leuten, ist es schwierig, jede Woche einen Termin zu finden. Und euch gleichzeitig noch darauf vorzubereiten. Auch wenn ihr Spieler sind, habt ihr auch Vorbereitungen natürlich zu treffen. Aber müsst euch nicht eingeschüchtert fühlen, es macht alles mega viel Spass. Es ist auch möglich, an einem Wochenende zum Beispiel zwischen 5 und 8 Stunden mal zu spielen. Das sind sehr lange Sessions und ihr könnt das machen. Ihr könnt zum Beispiel auch irgendwo ein Häuschen am Waldrand mieten und nehmt noch irgendwie einen Grill mit oder im Winter ein Fondue oder ein Raclette und dann macht es euch dort gemütlich. Könnt einfach Pausen einplanen, weil es tut natürlich schon viel einem abverlangen, wenn man immer am Reden ist und wenn man Entscheidungen muss treffen muss. Darum einfach zwischendurch mal schön eine Pause und dann geht aber auch 8 Stunden gehen dann mal vorbei. Und zwar ziemlich schnell, so wie ich die Erfahrung gemacht habe.
dann ist es natürlich auch mega abhängig davon, was haben die für eine Gruppe. Haben die Leute darunter, die extrem politisch, diplomatisch veranlagt sind, die wollen Probleme ohne Schwert lösen, sondern lieber mit Stift oder Federn. Oder haben die voraus preschen und dann gerade alles mit dem Kampf lösen, so schnell wie möglich und weiter geht's, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viele Leute das wir dabei hätten. Und wenn das eine und das andere ist etwas Schlechtes. Das werden wir dann auch mal noch in einem Podcast anschauen, wie man das Ganze auseinanderhebt, wie man, wenn man beide Gruppen, es gibt natürlich auch noch mehr Gruppen, wenn man die Gruppe in einer Spieltruppe hat, wie kann man versuchen, für jeden ein bisschen etwas bereitzustellen. Also einerseits die politischen Intrigen, dann vielleicht noch Rätsel lösen und Erkundung und den Kampf. Wie tut man das Ganze balancieren, dass es interessant ist für einen Spieler, wenn man vor allem ein Abenteuer selber gestaltet oder ein Vorgebungsabenteuer vielleicht ein bisschen umschreiben. Wenn man das Vorgebungsabenteuer nimmt, dann ist der Weg in der Regel relativ klar und man muss ein bisschen weniger improvisieren. Und mit Improvisieren komme ich gerade zum nächsten Punkt, den ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, nämlich die Rolle bei einem Pen-and-Paper-Spiel. Dort gibt es Spielleiter und Spieler. Das sind die zwei. Mehr gibt es nicht. Mal etwas Einfaches zwischendurch. Die Spielleiter sind die, wie ich vorher, so eine Einleitung lesen. Ich könnte die vorbereiten, ich könnte die frisch von der Leber machen. Ich habe sie jetzt für einen Podcast da für euch vorbereitet, damit ich nicht irgendwelche grosse Pausen dazwischen machen muss, um kurz mal nachzudenken. Es sind die Spielleiter sind auch die ganzen Nicht-Spieler-Charaktere spielen. Das heisst, wie in einem RPG-Videospiel, also die Charaktere, die ihr nicht direkt selber steuert, sondern wo eigentlich das System vorgibt. Man nimmt hier auch gerne mal Herr der Ringe als Beispiel, wo zum Beispiel der Gandalf eigentlich ein Nichtspielercharakter ist. Weil er ist nicht immer aktiv dabei. Er macht mal dort etwas, mal da etwas. Wenn mal alles bei Bach abgeht, ist er da. Aber sonst ist er eigentlich nicht rum. Falls euch das mal aufgefallen ist. Vor allem bei «Der Hobbit». Die Spielleiter sind die, wenn ihr wollt, Miniatürchen bemalen, wo die ganzen Spielfelder, die Schlachtfelder vorbereiten. Wenn ihr dort kreativ sein wollt, das ist richtig etwas mega, mega Tolles. Also dort kann ich Stunden reinbuttern. Das sind vielleicht auch die selber Klassen, selber Völker, ganze Welten, Städte und so weiter erstellen, die Geschichte vielleicht sogar selber schreiben. Oder aber das vorgegebene Abenteuer vorbereitet. Das heisst, ihr könnt schon mal vielleicht das Abenteuer durchlesen oder mal das erste Kapitel, dass ihr wisst, was kommt auf euch zu. Und wenn die Spieler, zu denen kommen wir gerade, eben dem Pfad nicht folgen, was mache ich dann? Und das ist eben gar nichts Schlimmes, weil die anderen Rollen sind eben die Spieler. Und die Spieler sind in der Regel eben 3 bis 5, manchmal auch 6. Und die schreiben nachher das ganze Abenteuer. Ich als Spielleiter gebe eigentlich nur die Einleitung. Ich sage, wie sieht die Welt um euch herum aus, wie schmeckt es, wie sind die Farben, höre ich irgendwie etwas Spezielles, das tue ich beschreiben. Aber die ganzen Entscheidungen und die Geschichte, wie sie nachher geschrieben wird, das machen die Spieler. Und darum ist das auch eine sehr dankbare Rolle, ein Spieler zu sein, weil ihr könnt euch grundsätzlich alles erlauben. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, Spieler folgen eigentlich vor allem nicht dem Pfad folgen. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich gesagt habe, dass sie sich alles erlauben können. Das ist nämlich in der Regel der Fall. Also wo die Spieler das machen, was sie sollten, oder sagen wir mal, was ihnen am ehesten ein Ziel dient oder sie am Ende von dieser Geschichte näher bringt, das machen sie in der Regel nicht.
Und da kommen wir zu dem Punkt, den ich am Anfang definiert habe, das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel zurück. Es ist eben auch ein bisschen ein Improvisationstheater oder viel einfach sonst Improvisierung vom Spielleiter selber, weil er muss können adaptiv die Situation aufnehmen, können darauf eingehen und eine andere Option bereitstellen. Und das klingt jetzt auf den ersten Eindruck natürlich sehr einschüchternd. Da kommt ja mega viel auf mich als Spielleiter zu. Vielleicht schon, aber ihr habt euch sicher schon oftmals überlegt, während ihr eben die Filme, Bücher, Serien geschaut habt, ja, jetzt ist er zwar dort, aber wenn er noch etwas anderes durchgegangen wäre, das hätte ich viel cooler gefunden. Das ist ein bisschen das Denken vom Spieler, aber auch vielleicht von euch, weil ihr könnt gewisse Sachen, wenn eben die Spieler von dem vorgegebenen Pfad abwandern, könnt ihr schon vorbereiten. Und dann ist es völlig egal, ob ihr jetzt das vorbereitet habt, wie sie später mal dorthin kommen wären, zu einem Dorf, das sie hätten erkunden in einem späteren Zeitpunkt. Ihr könnt das Dorf einfach jetzt schon nehmen und sie können sie jetzt erkunden. Es ist ja völlig wurscht, ob ihr euch im Kopf gesagt habt, ja, sind wir jetzt zuerst in die Stadt, dann in die Ruine und dann kommen sie ins Dorf. Ihr habt die Freiheit als Spielleiter, das Ganze wie so einen Rubikwürfel geschwind zu drehen und dann einfach neu zusammenzusetzen. Die gleiche Freiheit an sich, wie die Spieler haben. Jetzt aber, wie spielt sich denn das Pen and Paper wirklich? Jetzt habe ich ein bisschen viel geredet, was ist ein Pen and Paper Spiel, aber wie fühlt es sich so ein bisschen an und ich kann mir noch nicht ganz etwas darunter vorstellen. Vielleicht gebe ich ganz ein kleines Beispiel, wie jetzt das innere Szene innen könnte aussehen. Der Spielleiter zum Beispiel, der beschreibt, dass sich Gruppen am unteren Ende von einer kleinen Klippe, die sich schier endlos nach links und rechts erstreckt, befindet. Und die Gruppe diskutiert dann natürlich, wie immer, ganz, ganz viel. Meistens 10, 15 Minuten und dann kommen wir zum gleichen Schluss wie am Anfang. Entscheidet dann, dass man den Umweg um die Klippe herum nicht in Kauf nehmen und die Klippen erklimmen. Wenn wir jetzt das Beispiel von Dungeons & Dragons nehmen, würde ich wahrscheinlich einen der kräftigeren Charaktere vorausgehen und einen Athletikwurf ablegen. Was heisst jetzt das? Jetzt habt ihr euren Charakterbogen vor euch mit euren Attribut, das wir vorhin mal angesprochen haben. Und dort hat es ein Attribut, das nennt sich Athletik. Das ist dafür da, um zu bestimmen, wie gut könnt ihr eben so einen schweren Stein aufheben. Wie gut könnt ihr euch mit nur euren Armen noch aufziehen oder wie lang könnt ihr dort hangeln. Könnte auch etwas sein. Es geht also der stärkste Charakter führen und ihr würfelt und er besteht die Probe, sagt man dem, also der vorgegebene Wurf vom Spielleiter und er erklimmt die Klippe. Und dann von oben schaut der Spieler wahrscheinlich ins Inventar vom Charakter und dort drinnen hat es ein Seil. Logischerweise tut er das den anderen Gruppenspieler, der andere Spieler in der Gruppe abrühren. Und die können jetzt einfacher drauf. Jetzt ist es an euch als Spielleiter zu sagen, ja, ist jetzt für die anderen kein Problem, weil der stärkste Charakter ist oben, hat das Seil abgerührt und zieht jetzt alle rauf. Oder ihr könnt sagen, ja, nein, ich mache es ein bisschen knifflig, weil die Klippe ist noch mit Moos überwachsen und es ist rutschig. Das heisst jetzt also, dass auch für den ersten Charakter, der zuerst rauf wäre, der hätte vielleicht so mit Nachteil müssen würfeln. Was heisst das? Nachteil heisst, ihr dünnt 2 Würfel würfeln und ihr nehmt das schlechtere Ergebnis. Das heisst, die Situation, die eine negative Auswirkung hat auf eure Handlung, tut man so vermitteln, indem man einfach eben eine grössere Chance auf Pech hat, wenn man das so kann umschreiben kann. Die Leute können folgen, was ich meine. Jedenfalls sagen wir, der erste starke Charakter ist auf den Klippen oben, hat das Seil abgerührt und die anderen müssen jetzt auch rauf. Wenn jetzt der stärkste Charakter da oben ist, sind ja die anderen schwächer. Und wenn jetzt die noch mit Nachteil würfeln, dann geht der eine oder andere garantiert runter. Und je nachdem, wie fies ihr sein wollt, ist die Klippe vielleicht ein bisschen höher.
und er ist erst am Schluss ausgerutscht und nimmt dann entsprechend Schaden vom Fallen. Vielleicht wartet aber die Gruppe unten dran und hat vorausgedacht und gesagt, wir warten unten, falls jemand runterfällt und fangen dann auf. Dann nimmt er vielleicht keinen Schaden. Das ist eine ganz kleine Szene, die Klippenszene, wo eben die Leute, wo die Spieler einerseits etwas entscheiden können und andererseits aber auch der Spielleiter entscheidet, wie schwierig ist es, wie ist die Umgebung beschaffen. Und dann versucht das natürlich möglichst realistisch, also realistisch ist immer so ein bisschen böse, aber möglichst glaubwürdig zu vermitteln. Wenn es vorher geregnet hat und es hat wirklich Moos oder Gras an dieser Klippe, dann ist es nachvollziehbar für die Spieler, dass es schwieriger ist, dort drauf zu kommen. Ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen erklären, was es genau damit auf sich hat und wie sich das Ganze spielt. Wir werden sicher dann auch nächste Woche, wo wir das Ganze noch im Stream ein bisschen auseinandernehmen, anschauen, wie könnt ihr euch das noch besser vorstellen, für die das noch nie gespielt haben. Seit am Anfang habe ich ganz, ganz oft Rollenspiel gesagt. Und Rollenspiel ist so ein Wort, das nimmt man ja schnell einmal ins Maul. Bei RPGs, bei den Videospielen, es kommt sicher auch ein bisschen vom Theater her und vom Schauspiel selber, weil man verkörpert eine Rolle, man spielt die Rolle. Und das ist extrem wichtig in diesen Pen-and-Paper-Rollenspielen. Weil in diesen Pen-and-Paper-Rollenspielen verkörpert ihr nicht euch selber, außer ihr wollt unbedingt eine idealisierte Version von euch spielen, dann macht das nur, kein Problem. Aber trotzdem, ihr spielt nicht euch selber, ihr spielt immer den Charakter. Und darum, bevor ihr etwas macht, stellt euch die Frage, was würde der Charakter machen? Was würde er in dieser Situation machen? Jetzt zum Beispiel bei der Klippe, würde ich wirklich der Stärkste vorausgehen? Vielleicht ja nicht, vielleicht ist er selber von seiner Kraft nicht überzeugt und er braucht zuerst die anderen Charaktere, die ihn überzeugen, hey, du kannst das im Fall. Weil irgendetwas in seiner Vergangenheit passiert ist, wo er hätte Kraft und Stärke beweisen und das aber schrecklich schief gegangen ist. Da kommen wir auf den sogenannten Hintergrund, die Backstory, die Hintergrundgeschichte von der Charakter zu sprechen, die mit beeinflusst, wie euer Charakter sich im Jetzt und in der Zukunft verhalten. Und da muss man eben ganz klar unterscheiden zwischen dem Rollenspiel, dem Ausspielen vom Charakter und dem sogenannten Metagaming. Das ist so ein negativ behafteter Begriff in dieser ganzen Szene. In einem Metagaming heisst nichts anderes, als dass ich Informationen, die ich als Spieler habe, auf meinen Charakter anwende. Also wenn ich zum Beispiel der andere starke Charakter jetzt von dieser Klippenszene, beziehungsweise einer von dieser Gruppe, wüsste jetzt, was passiert ist in dem seiner Vergangenheit, dem starken Charakter seiner Vergangenheit. Aber das wüsste er nur, weil er sich mit dem Spieler unterhalten hat und wüsste darum auch ganz genau, was er sagen müsste, damit dieser Charakter sich von sich selber überzeugen kann, um jetzt die Klippe draufzusteigen. Dann tue ich Wissen, was ich als Spieler habe, auf meinen Charakter anwenden, obwohl mein Charakter die Hintergrundgeschichte vielleicht noch gar nicht gehört hat. Und das Ganze werden wir sicher auch noch ein bisschen weiter im Detail anschauen, weil jetzt ist doch schon bald eine Stunde um und wir würden mal noch geschwind schauen, einen kleinen Blick in die Zukunft wagen miteinander, was alles noch auf euch wartet. Weil jetzt habe ich euch ganz viel erzählt. Ich könnte mir sicher auch gerne schreiben über Twitter, über Instagram, über auch irgendwo unter einem anderen von unseren Videos auf YouTube, meinetwegen. Oder hier im VOD auf Twitch, ob euch das ein bisschen geholfen hat, ob ihr ein besseres Bild habt von Pen and Paper Rollenspiel. Oder ob ihr jetzt einfach sagt, keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, was es ist. Dann hilft es vielleicht, wenn ihr weiterhin Podcasts hört und auch nächste Woche wieder am 1 hier einschaltet. Bei Twitch vielleicht mal dann reinschauen, weil wir werden das immer abwechslungsweise machen. Das heisst, jede zweite Woche gibt es einen Podcast und dann
um eine Woche verschoben. Jede zweite Woche gibt es einen Twitch-Stream. Weil einerseits versuche ich euch ein bisschen Informationen in diesem Podcast zu vermitteln, wo ihr könnt jetzt einfach während dem Autofahren zum Arbeiten oder nebst dem Arbeiten oder beim Morgenkaffee oder was auch immer euch reinziehen und vielleicht ein bisschen Infos holen. Und dann wird es aber Sachen geben, die wir visualisieren müssen. Und das gibt es nachher eben auch im Stream. Und da gibt es in der Zukunft ganz viel, was wir werden anschauen. Wir werden ein bisschen Worldbuilding und Storytelling anschauen. Ich habe das schon ein paar Mal angetönt in den Streams und vielleicht auch schon mal. Ich schreibe an einem Buch für also ein Quellenbuch für Dungeons and Dragons und habe mich schon sehr mit dem Worldbuilding auseinandergesetzt. Also wie tue ich eine Welt erschaffen? Wie erschaffe ich vielleicht ein neues politisches System oder wie funktioniert Magie in meiner Welt? Wie schreibe ich dann überhaupt eine Geschichte? Muss ich das von A bis Z planen? Haben wir jetzt vorher schon ein bisschen angetönt? Nein, muss ich überhaupt nicht. Ich brauche einen Anfang und vielleicht brauche ich noch ein Ende. Und alles dazwischen ist ja sowieso vorgegeben oder eben nicht vorgegeben, beziehungsweise vom Zufall bestimmt durch die Spieler. Aber Storytelling kann auch sich auf Regionen anwenden oder auf, wenn wir dann zusammen mal eine Karte zum Beispiel machen, da gibt es gewisse Programme, die einen kennen vielleicht Wonderdraft oder Incarnate, schon mal gehört, werden wir dort Karten erstellen und da ist schon währenddessen ein bisschen überlegen, was ist genau passiert. Wie hat die Vergangenheit ausgesehen, die Geburt von dieser Welt oder nicht, gibt es Götter oder nicht? Ist es vielleicht völlig apokalyptisch oder ist es sehr zivilisiert und modern? Oder wird es bevölkert von Dämonen? Keine Ahnung. Das können wir dann miteinander gemeinsam natürlich anschauen. Genauso wie wir vergleichen zwischen den Virtual Tabletops, also dass man Pen-and-Paper-Rollenspiele virtuell spielt, rein virtuell, oder halt nur physisch vor Ort, wie jemandem daheim, eben in dieser Waldhütte raus. Wir schauen ein bisschen Railroading und Sandbox an. Und was meine ich jetzt mit dem Railroading heisst, dass ich ganz einen klaren Weg der Spieler vorgebe, wo sie entlang gehen sollten. Das kann man machen, ganz gezielt, wenn es wichtig ist, dass die Spieler zu einem gewissen Punkt kommen. Aber dass die Spieler sich eben gleich noch frei fühlen in ihrer Handlungsfähigkeit. Und Sandbox ist eben genau das Gegenteil. Da ist meine Karte, die ich gemacht habe, meine Welt. Geht hier, wo ihr wollt, macht, was ihr wollt. Wie in den Videospielen auch. Ich könnte eigentlich alles machen. Ist völlig egal. Das habe ich vorhin noch angesprochen, die Handlungsfähigkeit der Spieler. Oder? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir anschauen werden. Dann die ganze Software, die Tools, wo ich habe. Da werden wir vor allem eben auf Dungeons & Dragons auch eingehen, für die das interessiert. Ort und Karten oder Regionen, Flora, Fauna, alles erschaffen, Völker erschaffen, vielleicht neue Klassen sogar und versuchen, die vielleicht mal zusammen zu testen. Also ganz, ganz viel, wo ihr euch extrem viel könnt darauf freuen. Es kommt viel Content und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen heute vermitteln, was es mit dem Pen-and-Paper-Rollenspiel auf sich hat. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr in der nächsten Woche vielleicht live einschaltet bei uns auf Twitch und dort am Dienstag nächste Woche einschaltet. Dann werden wir uns ein bisschen dort als Worldbuilding und Storytelling wagen. Und dann darauf aber eine Woche später, also heute in 2 Wochen, kommt dann der nächste Podcast wieder. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Nacht, je nachdem, wo ihr auch gerade seid. Und wir hören uns das nächste Mal wieder zum Pen and Paper Podcast mit mir, Cyril, bei brack.ch. Habt's gut. So, liebe Leute, das war einmal Podcast-Aufnahme. Ich mache mal ganz ein bisschen Musik zurück. Ich habe gesehen, es ist ein bisschen etwas gegangen im Chat. Ich versuche mal ganz geschwind da durchzugehen. Ein bisschen zulassen. Hey, ganz so viele Leute. Bionic, Troy, Sid, alle da. Merci vielmals, dass ihr gekommen seid, zuhören. Vielleicht eine Märli-Stunde. Habe ich gehört, ja. Steffi da. Scoreboot, Sally. Super. JC,
Hey, ganz viele Leute. Freut mich mega, dass ihr da gewesen seid, jetzt für den Podcast, für den ersten. Ich schaue gerade mal, haben wir irgendwo eine Frage gehabt, jetzt währenddessen? Dr. Scoreboot selber am Pen and Paper entwickeln. Das ist mega cool. Ich glaube fast, da wärst du mal cool auf dem Sitz hier. Das würde mich extrem wundern, was das für eins ist, was für ein System du dich entschieden hast. Es gibt ja das CT-System oder Charakter, Erfahrungspunkt, Trefferpunkt, wo dann Dungeons & Dragons verwendet. Oder dann gibt es das CT-System, zum Beispiel bei Shadowrun, Charakter und Trefferpunkt. Die haben dann eben kein Level. Aber du kannst deinen Charakter aufwerten mit Items und so weiter. Welche Würfel verwendest du? Verwendest du Würfel? Keine Ahnung. Verwendest du mit Kaderstäbchen? Das würde mich extrem wundern. Poughkeepsie Network. Gespannt. Hey, merci noch für ein Follow. Sehr gut. Steffi hat das schon übernommen. Grüezi an Vips. Sehr schön. Merci für das Kompliment, Sid. Sehr gut, Steffi. Danke. Ja, Troy, ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm mit einem Eis, dass man sich gerade auflöst. Geschicklichkeitswurf. Also ich mag mich noch erinnern, damals bei das schwarze Auge, wo ich eben als Spieler mitgespielt habe. Sind irgendwie auf einem Kampf gewesen, auf einer Brücke. Und ich habe ein Eis gewürfelt und bin ausgeschlüpft und dort dann am Rand hängen geblieben. Und dann habe ich nochmal ein Eis gewürfelt, dann habe ich nur noch eine Hand gehabt, um mich zu heben. Und dann hat aber ein zweiter reagiert und gesagt, ich komme zu ihm. Und irgendwie ist das nachher aufgegangen, dass er mich nochmal retten konnte, aber dort wäre es schier gegangen. Zu einem anderen Zeitpunkt habe ich dann auch mal 220 gewürfelt, weil eben das schwarze Auge funktioniert dort ein bisschen anders. Also Zufälle, die kritischen Würfe mit 1 und 20 sind dort ein bisschen anders gehandhabt. Dort muss man wirklich mehrmals ein 1, mehrmals ein 20 würfeln. Und das Beste werden irgendwie 3x20 oder schlecht ist es 3x1 etc. Shadowrun hat ein paar Videogames gegeben. Yes, genau, hat es ein paar gegeben, die sich in dieser Welt abspielen. Genauso wie Dungeons & Dragons, das schwarze Auge, Call of Cthulhu, ja, zumindest die Thematik sicher, ja. Starfinder weiß ich gar nicht. Früher mal. Aber es hat schon viele Spiele gegeben. Shadowrun selber ist recht cool, so Tactical Ops, Shooter, isometrische Perspektive. Der GM, okay, der wird jetzt sterben, ja. Ist zum Glück noch nie vorgekommen, dass einer von diesen Spielern gesagt hat, okay, ich bringe dich jetzt um, ich will nichts mehr zu tun mit dem. Aber ja, eben, wie ich mal gesagt habe, mit dieser BRAC-Gruppe haben wir ja zusammen eine Dungeons & Dragons Gruppe gestartet, wo ich nachher als Spielleiter die Leute zu dem Thema näher führen. Und wir haben mega viel Spass gehabt, oder? Aber es gibt dann halt Leute, die wollen sich vielleicht dem zeitlichen Aufwand nicht vollständig verschreiben. Ja, also es ist nicht ein grosser Aufwand, aber wenn du natürlich schon viele Hobbys hast oder so, dann verstehe ich absolut, wenn das halt keinen Platz hat dort, oder wenn es dir schlussendlich nicht zusagt, weil ja, ich habe mit Fantasy-Zeug nichts am Hut, dann spiele ich irgendwie etwas Sci-Fi-mäßiges oder Grimdark oder keine Ahnung, was gibt es noch, Steampunk oder irgendwas. Da gibt es so viel. Erupt mit der Steffi als Rogue. Also Pen and Paper, Dungeons & Dragons oder ein anderes Pen and Paper, das wir gespielt haben. Erupt. Erupt. Ja, also wenn ich damals nicht bei einem anderen Online-Händler geschafft hätte und es dort eine gewisse Person gegeben hat, Marc, vielleicht schaust du irgendwann mal zu, merci, dass du mich dazu gebracht hast.
Die haben auch eine Gruppe gehabt, wo sie eben DSA gespielt haben, das Schwarze Auge. Damals noch dritte oder vierte Edition, ich glaube sogar noch die dritte. Und da hat er immer erzählt, ja, man hat gerade das erlebt und gegen Götter und oh, wahnsinnig und da ist das und das passiert und ich so, wow, mega cool, ich wollte das auch. Und irgendwann hat er mich dann mal mitgenommen und dann bin ich auch in die Gruppe reingeruggelt und ich habe das mit dem Rollenspiel mal angetönt, beziehungsweise Improvisationstheater vorher im Podcast. Da hatte ich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt da irgendwie, keine Ahnung, ich bin ein Barbar gewesen, weil ja, wenn du neu anfängst, was machst du, willst du einfach reinkloppen, oder? Das ist so Standard irgendwie. Und ich hatte das Gefühl gehabt, ich muss jetzt dort den grimmig Barbar spielen, der beim kleinsten Zwist immer gerade ausrastet und reinhauen will. Ist aber zum Glück nachher nicht der Fall gewesen, dass ich mich so gezwungen gefühlt habe. Es war nachher recht locker gewesen und man hat schnell gemerkt, hey, es ist völlig okay, wenn du eben nicht so die Stimme nachher ahmst oder ja, immer voll in Character bist. Es ist cool, wenn gewisse Charakterzüge natürlich ausspielst, das ist mega lässig, aber du bist ja kein Schauspieler, oder? Dann bist du noch schüch, kennst die Leute noch nicht am Anfang. Ja. Chef spielt immer Rogue. Die Schlimmste. Bin ich auch einer. Aber nur in den Videospielen. Ja. Das war eine normale D&D-Kampagne. Ja. Crazy Magier in einem Turm, wo sein Bett zu einem Drachen hat verzaubert. What? Wieso das Bett? Vor allem, der war ja nachher mega klein gewesen, oder nicht? Wieso sollte das Bett verzaubern? Aber ja, anyway. Also ist es eine Homebrew-Kampagne gewesen. Also Homebrew, für die das nicht kennen, eben zu Hause gebraut quasi, selber kreiert. Wie eben ich dort die Anti-Welt am Erschaffen bin, immer noch. Das ist jetzt schon etwa 2 Jahre. 2 Jahre, seit ich angefangen habe mit dem Buch zu schreiben. Jetzt habe ich schon eine Weile nicht mehr geschrieben. Manchmal hilft es auch, ein bisschen einfach wieder D&D zu spielen, weil da kommen wieder Sachen in den Sinn. Oder irgendwann hast du so die Schreibblockade, beziehungsweise bist du ein bisschen ausgebrannt, wenn du irgendwie das 10. Dorf beschrieben hast. Ah ja, okay, dort wohnen so und so viele Leute und so viele Zwerge und so viele Elfen und die haben das Regierungssystem. Ja gut, also bei Dörfern vielleicht nicht das Regierungssystem, aber ja, vielleicht ein Vorsteher, Vorsteherin. Ja, und die fördern Eisen und die fördern Kupfer und die Leine und die Weizen und blablabla. Unrealistisch, riesig. Das Holz hat dann so einen Holzsplitter gespäut, der sehr viel Schaden gemacht hat. Aber dann war es eigentlich, das Bett ja kein Drache gewesen, sondern eine Mimik. Nicht? Also Mimik finde ich jetzt, würde Sinn machen. Mimik sind eben die, also klassischerweise ist es die Schatzkiste am Ende von einem Dungeon oder in der Nähe vom Ende von einem Dungeon, in einem Geheimweg, oder? Wo niemand gedacht hat. Und dann plötzlich ist dort eine Kiste. Sonst nichts. Oh, mega cool. Gerade looten, reinsäckeln und das Zeug rausnehmen. Und dann, ja, verwandelt sich dann irgendwie in die Mimik, oder? Mit diesen grossen Zähnen und dieser Zunge, die da vorne rauskommt und dich angreift. Von den Swiss RPGs. Ah, ja. Die guten Guys. Ja, also ich weiss, dass die vielfach von der DM Guild, das ist so eine Webseite, wo eben die ganzen Leute ihre Abenteuer aufladen können, zum Teil gratis oder halt eben kostenpflichtig, dass du die dort runterziehen kannst. Und da gibt es Tausende. Also wenn ihr mal nicht wisst, wofür Dungeons & Dragons das Abenteuer hernehmen, dann geht auf dmguild.com und dort wird euch sicher geholfen. Es hat extrem viel, wenn ihr halt ein bisschen die Besten raussuchen. Dort hat es natürlich auch die One-Shots, die ich im Podcast angesprochen habe, die hoffentlich in 3 bis 4 Stunden durch sind.
Der Magier, der in ein Schaf verwandelt worden ist. Ziemlich bekannter One-Shot. Das sagt man jetzt gerade nicht, aber der tut mich interessant, ja. Das Schaf auf den Baum geschossen, ja, der. Das ist einfach dort oben gehockt, bis er irgendwann in 20 Jahren elendiglich verreckt ist. Der arme Sieg. Wollen wir essen? Ach man, nein, sind ihr auch in so einer Gruppe? Hey? Über Praktgruppen auch. Da habe ich aus dem Basisset, also das Einsteigerset, raus die Mine von Phandelver gespielt. Das spiele ich gerne mit den neuen Leuten. Das ist halt relativ einfach. Man kennt es auch ein bisschen gut. Da hat es in dieser Anfangsszene 2 Ross. Ich sage jetzt nicht gross drumherum. Und ja, am Schluss haben sie einfach die Huren Ross essen. Ja, okay. Dann machen das Lagerfeuer nebenzu und schnippeln an diesen Ross rum, wo weiss ich, wie lange schon dort auf dem Boden liegen und so schön in der Sonne und richtig am Umgammeln sind. Also, hey, wirklich schlimm. Shish Kebab. Ja. Immer essen. Ja. Dings auch, die eine Mitspielerin Caro Hoi hat einen Ranger gespielt, einen Waldläufer, und sie wollte einen Eulenbär als Pet. Eulenbären sind grundsätzlich einerseits geht es nicht wegen der Regelung und andererseits sind sie viel zu stark auf Level 1. Also was haben wir gemacht? Wir haben so einen kleinen Baby-Eulenbär rein da und da hat sie schon von Level 1 mitnehmen, hat einfach nicht viel machen und oder die Leute, die haben ja Angst vor diesen Eulenbären und die sind ja massiv. Und in dieser ersten Stadt, wo sie gegangen sind, hat sie Futter kaufen für den Eulenbär. Dann ist sie dort an den Hafen gemerkt und hat einfach eine Kiste voll mit Fischköpfen gekauft und dann ist sie wieder raus. Nachdem sie es schon lange irgendwo umgedreht hat, oder das ist auch so ein bisschen das Unrealistische, wie gross ist eigentlich mit dem Rucksack, ist sie raus zum Wald und hat dort ihre Eulenbär mit diesen Fischköpfen gefüttert und das war immer die Anspielung, wie sie halt nach Fisch stinkt. Ja. Herrlich. Ja, da gibt es ganz viele so Anekdoten, oder, wo bei diesen Pen-and-Paper-Rollenspielen halt sich hervortun, wo du gerne wieder zurückdenkst. Und das hast du halt nur, wenn du es spielst, oder? Darum ja, viel mehr Leute sollten das einfach spielen. Es sollten die Spielleiter sein. Eben, wir schauen ja dann mal noch an. Es ist nicht so ein grosser Aufwand, wie viele sich das vielleicht ausmalen. Ja, so 20 Charaktere erstellen und ich muss wissen, wie heissen die alle und ich muss wissen, was ist ihr Lieblingsgericht. Nein. Vorbereitung ist gut, aber zu viel ist schlecht. Jo, liebe Leute, also ich schaue noch einmal schön durch, ob ich irgendwo eine Frage unbeantwortet gelassen habe. Und sonst machen wir dann etwa den Sack zu. Was für ein Rockhüssi. Aber ja. Ist gut. Baldur's Gate gespielt. Welches Baldur's Gate? Meinst du 1 und 2 oder 3? Weil 1 und 2 ist ja schon ein bisschen etwas anderes als 3. Nein, ich habe es noch nicht gespielt. Ich warte wirklich, bis es aus dem Early Access rauskommt. Das Baldur's Gate 3. Weil ich hoffe mir das in seiner vollen Pracht dann antun, auch wenn es jetzt schon mega gut ist, scheinbar. Aber da warte ich wirklich noch zu suchen. Das Neueste, ja. Nein, ich habe Baldur's Gate 1 habe ich mal angeschaut, aber dort bin ich schon noch ein bisschen zu jung gewesen. Ich habe dann vor allem mit dem 2, die Schatten von Amn, den Einstieg gefunden. Und das ist gut 200 Stunden auch. Ja, das ist riesig, oder? Also du spielst ja eigentlich so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel als Videospiel. Es hatte damals auch die Regeln noch von Advanced Dungeons and Dragons, die sind ja noch schwieriger gewesen. Das heisst, das System hindurch hat so viel durchgerechnet und dann hat es eben die Gegenwürfe gegeben beim Treffen und Parieren. Und darum hast du auch manchmal im Baldur's Gate 2
wer es auch immer gespielt hat unter euch, so oft einfach auf den kleinen Goblin eingeschlagen, irgendwie 20 Mal, bis du mal einen getroffen hast. Das hat mich immer ein bisschen aufgeregt. Also, ich nehme an, Baldur's Gate 3 hat, oder nein, nicht, ich nehme an, ich weiss, die haben dort die 5. Edition als Basis genommen. Und dort funktioniert es sicher ein bisschen besser. Weil dort sind die Chancen schon ein bisschen höher, dass du triffst. Auch wenn meine Spieler in der Regel das Gegenteil beweisen. Richtig, die Steffi ist am 3 dran mit Streamen. Ja. Aber jetzt machen wir nicht einfach noch 40 Minuten Blabla. Ausser dir, wenn noch ein bisschen Blabla mit mir machen. Dann machen wir das gerne. Aber für nächste Woche dann im Stream werden wir sehr wahrscheinlich dann zu mir heimschalten, weil ich die ganzen Tools rundherum brauche. Dass ich ihren Einblick bekommen in meine Welt. Also all die in meiner Kampagne mitspielen, die sollten da vielleicht nicht schauen. Oder zumindest so, wie bei den Horrorfilmen. Rundenbasierter RPG. Chaos Gate. Ah ja, das ist ja so ein bisschen wie XCOM. Stimmt. Ja, mit dem habe ich auch geliebäugelt. Es hat jetzt aber recht viel negative Kritik gehagelt. Aber ich weiß gar nicht, warum ist es gewesen? Ich bin nur so irgendwie drüber geflogen nachher bei Steam. Ist echt wegen der Story, die so ein bisschen belanglos ist? Oder irgendwas? Ah, nein, es war etwas wegen der Spielmechanik von deinen eigenen Spielern, dass die mega lang haben, bis die mal wieder auf der Beine sind, wenn sie verletzt sind, wie bei XCOM, oder wo ja deine Charaktere können sterben und wenn sie verletzt sind, brauchen sie eine gewisse Zeit, bis sie sich erholt haben, dass du eben so eine Bindung aufbaust zu diesen Charakteren. Ja, okay. Aber jetzt. Also, dann für die wollen, am 3 ist unsere Steffi auf ihrem Kanal, wenn ich das recht im Kopf habe, 8-Bit Blonde online, dass ihr bei ihr könnt einschalten könnt. Habe ich das so richtig, Steffi? Oder bist du bei uns? Ausrufezeichen Steffi. Jawohl. Sie hat eine kleine Ecke ab, ja. Kleine wäre schön. Hier, denk. Okay, sorry. Sie ist nachher da bei prack.ch am Streamen. Aber das ist schon gut, dann kommen wir uns nicht in den Weg, oder? Es hat aber noch geschrieben wegen Chaos Gate. Die Spiele, die müssen ja schwierig sein. Also das soll ja knackig sein. Das ist ja bei XCOM auch schon so. Ist bei Shadowrun auch so. Ich finde, das muss schon. Du musst ja die Verluste müssen in Kauf nehmen, dass du mal eben so einen liebgewonnenen Charakter verlierst. Du brauchst nicht in den Weg kommen. Ja, wenn ich plötzlich länger als bis um 3 streame, dann haben wir ein Problem. Weil dann kannst du nicht streamen hier. Ja. Alright, also Leute. Ich beende jetzt an dieser Stelle den Stream. Ich danke allen, die eingeschaltet haben, ganz herzlich. Ich finde es mega cool, dass so viele Leute da sind für einen Podcast. Ich könnte euch den diese Woche, wann geht der rauf? Donnerstag, glaube ich, auf Spotify dann reinziehen. In voller Länge, falls ihr ihn verpasst habt oder nicht alles gehört habt, könnt ihr das dort nochmal nachhören. Und tschüss, könnt gerne euch Kollegen das weitergeben, auch künftig und Kolleginnen, dass möglichst viele Leute das Hobby entdecken. Merci vielmals und habt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns am Donnerstag wieder für Klemmbausteine auf die Elfi. Jetzt habe ich studieren. Habt Sorge und ganz einen schönen Dienstag.